Auf dem Johannisfest gibt es auch immer wieder ganz viele Fahrgeschäfte und Attraktionen. Kinderkarussell, Schießbuden und eine Geisterbahn. Wobei ich mir manchmal nicht so sicher bin, ob ich die jetzt wirklich gruselig oder doch manchmal eher lustig finden soll. Ein ganz berühmtes Gruselkabinett gibt es in der Filmgeschichte. Ich meine jetzt das Kabinett des Dr. Caligari, den Stummfilm von 1920. Das war damals ein sehr grotesker und expressionistischer Horrorfilm, der damals für viel Aufsehen gesorgt hat. Der große Klassiker soll jetzt in einer neuen internationalen DVD-Fassung erscheinen und dabei sind Mainzer Studenten beteiligt. Was es damit auf sich hat, erklärt euch Marta Portales-Oliver. Eine mysteriöse Reihe von Mordfällen versetzt das deutsche Dorf Holstenwall in Angst und Schrecken. Unter Tatverdacht der Schausteller Dr. Caligari und sein treuer Schlafwandler Cesare. So könnte man kurz den Inhalt des Films Das Kabinett des Dr. Caligari von 1920 beschreiben. Dieser ist bis heute noch ein Muss für Filmwissenschaftler und Filmliebhaber. Seit 2011 arbeitet nun die Filmrestauratorin Anke Wilkening an einer neuen Fassung von Caligari, dem Klassiker des deutschen Expressionismus. Diesen und andere bedeutende Teile des nationalen Filmerbes bis zum Jahre 1960 verwahrt die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Wiesbaden. Zu ihren Aufgaben gehören Archivierung, Restauration und Digitalisierung. Die Überlegung dazu, Caligari zu restaurieren, gibt es seit ungefähr 2 Jahren, als wir festgestellt haben, dass es im Bundesarchiv noch das Kameranegativ des Films gibt. Und das war der Grund, diesen Film noch einmal anzugehen. Es gibt ja schon 2 Restaurierungen von dem Film, aber diese beiden Restaurierungen haben das Kameranegativ nicht genutzt. Das Negativ, was bei den Dreharbeiten durch den Kameramann belichtet wurde. Das heißt, es enthält wirklich alle Informationen der Aufnahme. Und die Frage war bei Caligari natürlich auch immer, wie war dieser Film eigentlich gefärbt? Das Problem ist ja, dass eine deutsche Verleihfassung nicht erhalten ist. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wie hat die deutsche Fassung des Films ausgesehen hinsichtlich der Farben. Die einzigen Zeugen, die wir haben, sind verschiedene Exportkopien und da ist es natürlich notwendig, diese Materialien zu vergleichen und zu analysieren. Also zum Beispiel sind die Nachtszenen blau eingefärbt, die Tagszenen sind orange eingefärbt, dann gibt es auch ganz interessante Farbkombinationen für die Rahmenhandlung, zum Beispiel orange und blau. Und diese Informationen sind im Kameranegativ nicht enthalten. Gemeinsam mit der Murnau-Stiftung arbeiten Studenten von Fachhochschule und Johannes Gutenberg-Universität an der Neuauflage auf DVD und Blu-ray. Sie liefern das Bonusmaterial, eine Dokumentation über den Stummfilm. Was wir wunderbar finden, ja, weil wir solche Kooperationen natürlich sehr befürworten und mit unserem alten Filmbestand, nämlich dem Filmerbe, gerne mit jungen Leuten arbeiten, damit das Erbe nicht verloren geht. Haben wir das sehr unterstützt und die Idee war, da das Kabinett des Dr. Caligari auch dann nach der Filmpremiere in Berlin als DVD oder Blu-ray erscheinen wird, dass wir dann Bonusmaterial natürlich dieser DVD beifügen und die Studentinnen und Studenten bzw. die Hochschullehrer ein Konzept entwickelt haben, um eine Art Dokumentation der Geschichte des Films, der Geschichte der Restaurierung und Digitalisierung, also alles, was sozusagen zu diesem Projekt gehört, filmisch darzustellen. Es ist ein sehr vermittelndes Projekt, kann man wahrscheinlich auch als medienpädagogisches Projekt bezeichnen. Die Studenten möchten mit ihrer Arbeit die Frage beantworten, warum Caligari auch heute noch die Zuschauer begeistern kann. Ja, wir machen einen filmerklärenden Film über das Kabinett des Dr. Caligari, was im Grunde dasselbe ist wie ein Film-Essay oder eine Dokumentation über einen Film. Es soll dann einfach den Zuschauer den Film näher bringen und näher erläutern. Und beim Caligari geht es eben darum, was ist das Besondere überhaupt an diesem Film? Warum fasziniert er heute eben noch die Leute? Und genau, warum gibt es jetzt nochmal wieder eine neue restaurierte Fassung? Warum hat er noch seinen Einfluss auf die heutige Filmgeschichte? Und das wollen wir eben mit unserem Film den Leuten näher bringen. Schon seit dem Wintersemester 2012/2013 arbeiten die Studenten an dem aufwendigen Projekt. Damals haben wir uns erstmal in einer großen Gruppe zusammengesetzt und haben allgemeine Recherche betrieben zum Expressionismus in der Kunst allgemein, dann zum Expressionismus im Film. Wir haben uns überlegt, ob wir zum Beispiel Interviewpartner haben wollen,
haben wir jetzt auch letzten Endes, wir haben uns für Olaf Brill entschieden. Der hat zum Beispiel das Buch Der Caligari-Komplex geschrieben. Das war eigentlich auch so unsere Grundlage der Recherche. Und jetzt, nachdem wir dann ein Drehbuch verfasst haben, sind wir eigentlich im 2. Semester so weit, dass wir jetzt mit einem Dreh begonnen haben. Und zwar haben wir zum Teil sogar einen szenischen Dreh. Zum anderen haben wir beispielsweise auch ein 3D-Modell der Kulissen des Caligari. Wir waren beispielsweise auch in der Kinemathek in Berlin und haben dort gefilmt. Dieses Erlebnis wird gefördert durch den Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Universität. Die Erfahrung dieser Zusammenarbeit zwischen Uni und Fachhochschule ist, dass die Uni natürlich das Wissenschaftliche macht, dass sie recherchiert, dass die Geschichte aufgearbeitet wird und dass die Gestalter der Fachhochschule natürlich die Umsetzung machen. Und da machen sie auch zum Teil sehr gewagte Dinge, wie eine 3D-Animation wird dabei sein, aber auch halbprofessionelles Arbeiten mit Kameraton und so weiter, mit allem, was dazugehört. Besagte Zusammenarbeit wird in weiteren Projekten fortgesetzt werden, denn es vereint die Fachkompetenzen der beteiligten Studenten. Also die Universitäten, die FH, arbeiten eigentlich selten zusammen. Sie sind wie zwei Raumschiffe, die sich im Weltraum bewegen, die FH mehr am Boden, mehr an der Praxis orientiert, die Uni sucht mehr den Überblick, arbeitet in Theorien und Kontexten. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis, weil tatsächlich die Studierenden selbst uns Dozenten auf einen anderen Weg geschickt haben, als den wir ursprünglich uns ausgemalt hatten. Denn sie wollten auch szenische Anteile. Wir hatten eigentlich gedacht, wir drehen einen reinen Dokumentarfilm und sie wollten das gerne verbinden mit inszenierten, fiktionalen Szenen. Und das war für uns neu und überraschend. Und deswegen sind wir auch sehr gespannt, was das für ein Hybrid, für eine seltsame Konstellation an Filmen auch werden wird. Aber ich denke, es passt auch zum experimentellen Charakter des Kabinetts Dr. Caligari. Die Dreharbeiten für den filmvermittelnden Film haben in diesem Jahr begonnen. Ziel der Studenten: die Dokumentation durch eine szenische Rahmenhandlung auflockern. Zur Premiere auf der Berlinale 2014 wird die Restauration zwar abgeschlossen sein, doch die Studenten von Uni und FH wird das Projekt mit Sicherheit auch darüber hinaus begleiten.